Wo ist jetzt mein Schachturnier an? Nein, du nicht. Hallo? Habe ich das kaputt gemacht? Ist es nur da drinnen? Und jetzt? Hallo? Ja? Chess.com? Aha. Was? Sie haben das gesehen? Ich habe jetzt einfach da das Video aufgehört und dann bin ich noch dabei. Ja, ich bin glaube noch dabei. 2,5. 2. Ja, man hat jetzt auch verloren, oder wie? Jo, geil auf jeden Fall. Geil auf jeden Fall. Das heisst, wir haben hier jetzt noch ein Spiel in dieser Aufnahme. Ja, auch gut. Ja, das ist jetzt halt der zweite Teil von meinem Turnier. Und wir haben hier jetzt gerade ein Spiel verloren, weil ich die Aufnahme halt... ich habe die Aufnahme gerade abgebrochen, halt, dass es nicht einfach einen Part gibt, der eine Stunde lang geht, sondern dass es zwei gibt, wo eben zwei, die eine halbe Stunde lang gehen sollten. Dass es besser verteilt ist, aber jetzt gibt es halt nur ein Spiel in dem. Ich spiele nachher noch einfach eins zum Abschließen. Und ich finde, das ist ein gutes Video über einfach Schacheröffnung, wie man die spielen sollte. Und ja, schaue das nochmal an. Das war wirklich gut gewesen. Ich finde, das habe ich echt hübsch gespielt. Aber schade. Da haben wir schon rangiert und Läufer draussen. Alles hübsch. Zack, da kann er machen, was er will. Ja, das ist toll für ihn. Hier haben wir schön die Bauernstruktur kaputt gemacht. Dann hier B3. Das war auch gut so gewesen. Und jetzt habe ich einfach gesagt, führen mit dem König, führen mit dem König. Nicht wie letztes Mal, führen mit dem König jetzt. Und hier, das gibt mir eine Bauer. Das habe ich gedacht, sagen wir so. Ja, das ist natürlich gut, ein guter Zug. Den muss ich halt nehmen. Hier kann man sich überlegen, ob man übergehen will. Das sollte man sich sehr gut überlegen vor allem. Das war ja sehr gut gewesen. Drüber, was will er machen? Man kann dann zurück auf E7 gehen mit dem Läufer. Mit da, ja, und noch läuft hier. Das war gut gewesen. Statt hier nah, statt nah und seinen König weiterführen, locken, wo er dann nachher noch Läufer infizieren kann. Das hat er sonst nicht können. Und das ist einfach total römig. Genau, das ist gut gespielt. Jetzt muss ich einfach zurückgehen. Muss ich einfach hier eins zurück. Wenn er führen geht, kann ich mit dem Bauer führen, tschack, dann ist er weg. Genau, das ist es. Jawohl. Okay, wir sind anscheinend einfach komplett aus dem Turnier rausgefallen worden. Auch einfach toll, auf jeden Fall toll. Ich spiele mal noch 5 Minuten Partie, ja? 3 Minuten Aufnahme. Ist okay, dann machen wir 5 Minuten Partie. Jawohl, 16:63, das ist gut. Okay, aber ich muss sagen, wir haben noch ziemlichen Erfolg. Höchstens 2 Bauernzüge. Machen wir den Springer raus, jetzt kommt 3 Bauern. Er trifft uns hier an, schieben wir weiter. Jetzt kommt der nächste Springer. Dann, hier gibt es Löcher. Das ist sehr schön. Läufer raus. Provozieren gleichzeitig noch E5, was ehrlich gesagt nicht für das Zug. Das würde mich überhaupt nicht stören. Läufer dafür. Jetzt nerven. Einfach ein bisschen nerven. Der Läufer ist ein bisschen ein Problem, ja. Wenn er A6 spielt, dann werden wir auch abtüscheln, weil er wird halt noch nicht.
Den will ich nicht hier oder hier haben, das ist jetzt eine schlechte Lösung. Ah, und vor allem wenn er E5 zieht. Jawohl, genau, und tschüss. Dann kurz ihrer Schaden, wenn möglich. Aha. Dann ist jetzt die Frage. Ah, was? Seht mir Adlerauto. Die Odenne haben jetzt vollen Königsangriff. Volle Königsangriff. Jawohl, das ist schön für dich. Aha. Das können wir machen. Aha. Und jetzt kommt aber meine Dame da rein. Jetzt gibt's Action. Jetzt gibt's Action. Jo, jawohl. Das haben sie total richtig gesehen. Ja, des Hauses. Aber das gibt mir 2 Bauern und ein brutales Zentrum. Also ein richtig brutales Zentrum. Jetzt kannst du mit der Dame da führen. Wir machen mal F4. Na, wenn du dafür gehst, dann gehen wir zuerst noch. Du willst da haben, hä? Können wir noch decken. Schön, okay. Ah, jetzt kommt F4. Und dann gehen wir dafür. Jawohl. Nein, die Frage ist, was machen wir nach F4? Du musst dir irgendwie den Plan überlegen. Der Plan könnte natürlich auch sein. Doch, da ist F4 gut. Einfach nochmal eine Bauernmitte holen. Gefällt mir, gefällt mir. Jetzt kann man sich ernsthaft überlegen, ob man hier nicht auch will. Jawohl, Herr des Hauses. Das geht ja gar nicht für ihn. Dann gehen wir da mal weiter, hä? So. Schach. Kann er hier abtüscheln? Ah, scheiße, da habe ich total nicht gesehen. Ja, ja, gut, gut, nochmal. Okay, ey, aber das gefällt mir echt. Ja, ja, gefällt mir echt. So zu spielen. Einfach so nach der Grundprinzipien halt. Es gibt wirklich gute Stellungen, wenn man es mit den Stellungen umgehen kann. Aber Alter, machen wir es nochmal ab. Wir machen jetzt wirklich einfach so. Wir spielen nicht Springer F6. Was soll das sein? Er macht die zweite Wurzel und kriegt unsere A. Jawohl. Wir machen jetzt aber einen Springer. Das macht er. Jetzt kommt der andere Springer. Genau. Nehmen wir. Da wird es nicht mehr. Ja, nimmt. Ja, jetzt holen wir das noch. Jetzt kannst du E3 spielen. Jetzt können wir da schon mal etwas drohen. Und es ist keine schlechte Drohung. Das ist keine schlechte Drohung.
forcieren wir da. Wenn die lang ist. Jawohl. Wir machen, annimmt, wir nehmen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Aber wir probieren es jetzt einfach. Schlimmste Fall. Schlimmste Fall passiert. So sieht es aus. Du gehst hier für die Kuli-Variante. Die Kuli. Ich bringe mal die Rahmen an, wie wär's? Nehmen wir hier an. Wenn er jetzt dort nimmt, dann können wir doch das hübsche Schach hier einwerfen. Genau. Und das hübsche Schach einwerfen. Und dann kann er aufgehen. Ja, so geht das. Ja, das ist ja wirklich genial. Okay. So spielt man gegen D4. Mit den Eröffnungsprinzipien. Okay, interessant. Das ist jetzt wirklich eine interessante Lektion für mich. Muss ich sagen. Also, dann ist das Ziel mit dem Video. Also merkt euch, die 10 Gebote im Schach, die stimmen. Das sind sie, die 10 Gebote. Und denen kann man wirklich vertrauen. Muss ich sagen, wirklich. Kein Spieler, kein Springer F6. So, wenn ihr es wisst, es geht auf die Tür. Spielt einfach nach den Eröffnungsprinzipien. Es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach, muss ich sagen. Also, wir sehen uns heute Morgen sicher nochmal bei einem Trading-Video. Jo, und genießen den Tag. Ich habe ein wunderschönes Tag gehabt in der Ferien. Genießen den Tag, auch wenn alles nicht gut ist. Und freut euch auch an den kleinen Sachen. Und genießt es, okay? Genießt es. Also, zieh noch einmal an meinem unsichtbaren Land, was auch ein sehr gutes Lied ist. Um sich zu beruhigen. Tschüss.